Zudem hat der Benni noch einen Schlüssel gefunden. Und zwar den hier. Ich möchte meine Vermutung am Schluss äußern. Zum Donnerhagel, das ist ja allerhand. Warten Sie nur, es kommt noch fetter. Der Sam hat uns, bevor die Aktion von Benni stattgefunden hat, noch eine Liste von möglichen Informanten, die etwas über den Waffenhandel jeglicher Art in unserer Stadt könnten wissen, zugeschoben. Unter anderem war der Stadtstreicher Jimmy James auch auf dieser Liste. Ihn haben wir dann auch noch zusammen mit einem der Kubaner im Stadtpark überrascht, nachdem wir zuerst noch eine Telefonlawine gestartet haben, um so mehr Informationen über den Fall zu kriegen. Genau. Der James und der Kubaner haben das dann aber bemerkt und da sie offensichtlich schon gewusst haben, dass wir ihnen auf der Spur sind, haben die beiden Kubaner die Gelegenheit genutzt, um uns versuchen, den Garaus zu machen. Ja, und ich bin dann halt das Opfer gewesen. Und was dann gelaufen ist, wissen wir ja. Ja, und wir haben uns sicher nicht unterkriegen lassen. Ihr habt euch aber unerlaubterweise von die Hause weggeschlichen. Ja, aber bitte hacken Sie jetzt nicht auf dem umeinander. Ja, ist ja gut. Also, und zudem haben wir heute Morgen ein Telefon mit einem Hinweis auf den Aufenthaltsort von diesen 2 Banditen gekriegt. Herr Kommissar, das war bei unseren Ermittlungen der gefährlichste Moment gewesen, denn es hätte eine Falle sein. In dem Moment kommt auf der anderen Seite ein Polizist mit einem jungen Typ daher. Chuck Beasley. Du gestörchtes Eichhörnli. Der Chuck hat ja Eisbein total verbissen. Genau, weil er über die Wand genau in die Fänge von diesen Rottweilern geflüchtet ist. Du meinst... Stimmt, er war der falsche Tom Salas, der uns in die Falle gelockt hat. Wobei er sich wahrscheinlich gar nicht bewusst war, wie gefährlich das hätte rauskommen können. Und zudem war es er, der unserem Kühlschrank Notiz «Passt auf, sonst» angebracht hat. Er hat quasi im James seine Arbeit vervollständigt. Der Sepp war nämlich zu blöd, um nach der Verwüstung von unserer Bude noch eine Notiz zu hinterlassen, dass das als Drohung hätte verstanden werden. Chuck Beasley. Er hat uns einen Denkzettel verpassen, weil wir ihn nie an unseren Abenteuern teilhaben. Der hat uns mächtig auf der Latte. Mich nimmt noch eins Wunder. Wie habt ihr die beiden Ganoven überwältigt und was hat's jetzt mit dem Schlüssel auf sich? Wir haben unseren kubanischen Freunden schlicht ein bisschen Angst eingejagt. Und zwar mit einem einfachen Walkie-Talkie. Und was den Schlüssel betrifft, ist er vermutlich der letzte wichtige Beweis. Während der Neil triumphierend den Schlüssel in der Hand hat, kommen 4 Polizisten mit 2 altbekannten Kisten aus dem Haus. Jetzt machen Sie mir aber bitte einmal das Schloss von dieser Kiste auf. Es ist ja genau die gleiche, wie wir sie im Meer draussen entdeckt haben. Der Schlüssel passt ja. Ja, das ist vermutlich der stichhaltige Beweis. Zusammen mit dem hier. Wir haben nämlich noch ein Foto gemacht von James, wie er von einem der Kubaner Geld entgegennimmt. Neil, ich gratuliere euch. Das ist ja phänomenal. Merci vielmals. Ist doch ihre Sache. Wir sind ja schließlich Action Kids! Hey, ich kann mich noch gar nicht verabschieden. Also, bis zum nächsten Mal und bleibt sauber.